das Fernsehprogramm in Deutschland. Wenn wir heute abends nach Hause kommen, wir wollen vielleicht noch ein bisschen Fernsehen sagen, jetzt möchte ich aber noch was Lustiges. Ja. Du kommst nach Hause, schaltest irgendwie ein, möchtest einen Tatort sehen. Was weiß ich, einen alten Robin Hood oder irgendwas. Du schaltest aber ein und was siehst du? 10 alte Männer beim Kochen. Und dazwischen springt immer dieser Markus Lanz umeinander oder Johannes Bekerner war es früher, ja, aber dem schmeckt ja alles, dem schmeckt sogar Bon Aqua. Das ist ja Wahnsinn. Hey, früher, da haben die Hauptdarsteller um die Uhrzeit im Fernsehen ein Sexspielzeug in der Hand gehabt und keinen Schneebesen. Und irgendwie ist Kochen im Fernsehen auch wie Porno. Ich meine, du schaust zu und du spürst nichts. Ja. Früher, da ist das weibliche Fernsehpublikum ausgeflippt, wenn es geheißen hat, begrüßen Sie meine Stargäste, Brad Pitt und George Clooney. Genau, früher, ohne. Heute schreien sie hysterisch, wenn es heißt, Johann Lafer und Alfons Schubeck. Ja, jetzt darfst du wieder blären, ja. Männer in den Wechseljahren mit Küchenschürzen um die Hüften. Sag einmal, Johann, was kochen wir denn heute Schönes? Ach, Alfons, ich würde sagen, wir machen eine leckere Buchstabensuppe nach dem Rezept von meinem Großvater, der war nämlich Schriftsetzer. Schriftsetzer, wie ist er denn auf die Idee gekommen? Ich meine, Buchstabensuppe, ja. Ja, als ihm der Setzkasten ins Klo gefallen ist. Hey, für dieses Fernsehprogramm, ich darf mir manchmal wünschen, dass es einen Reich Ranitzky gibt im Superheldenkostüm, der nauffliegt zum Satelliten Eutelsat und das Ding mit einem Fausthieb zertrümmert. Was? Bam!